Grüß euch, der Fido ist da und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu eurer Zuckt. Heute machen wir weiter im dritten Teil von Hogwarts Legacy. Und wenn ihr mir recht entsinnt, schauen wir uns heute Hogsmeade an. Und darum direkt nein bei Trüftig in der Nähe des Eingangs von Hogwarts. Mit dem Sebastian müssen wir uns treffen. So, und zwar folgendes. Wenn wir hier V gedrückt halten, dann haben wir ja da immer so ein bisschen Text. Und wenn wir das eben nicht tun, sondern, na jetzt, fix so auf V drucken, dann fliegt da so ein Birri vor uns los und wir können einfach der Spur folgen. Ach hier. Zack. Oh, Spur gefunden. Revelio. Was ist los? So. Na, sieh an, wer hier ist. Kaputter Besen, Handbuchseiten. Dieser kaputte Besen gehörte Silene Wantnaby und ist Gerüchten zufolge das einzige, was übrig geblieben ist, nachdem sie darauf bestand, den anderen Drittklässlern ihre experimentelle lunare Apparierzauberkunst zu demonstrieren. Keiner weiß, ob sie Erfolg hatte. Revelio. Geplättete Rüstung. Diese Rüstung gehörte Sir Scagglethorpe, dem Achtlosen, der törichterweise mit einem Bergtroll zu einem Spiel Reise nach Jerusalem den herausforderte. Naja, okay. Schön blöd. So, da ist er. Hallo Sebastian. Ah, mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja, seit ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Aber natürlich wollen wir. Oder? Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Danke übrigens. Natürlich. Du bist der Einzige, der mich im Duell besiegt hat. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Apropos Weasley, sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben. Wirklich? Das höre ich gerne. Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut, so oft wie ich schon nachsitzen musste. Du musst wohl ziemlich oft nachsitzen. Nur so viel wie nötig ist. Apropos Nachsitzen, der Ausflug nach Hogsmeade hat's mir vielleicht erspart. Schön, dass ich helfen konnte. Madame Scribner, die Bibliothekarin, war, wie so oft, hinter mir her. Professor Weasley kam, um mich zu holen und überzeugte die alte Scribner, ich hätte noch was zu tun. Also, wie hast du es dir mit der Bibliothekarin verscherzt? Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten. Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten, aber ich sehe das etwas anders. Oh, einen Moment.
Hier kann man gut Florfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Dann sammeln wir doch gleich einmal ein paar Ei. So, und dann holen wir wieder auf. Bei Merlins Bad, da, aus dem verbotenen Wald. Was passiert denn da? Schau selbst. Beeindruckend, oder? Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Schön. Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Hippogreife. Sie wollten mir gerade nicht einfallen, wie das Viech heißt. Schüler haben dort keinen Zutritt. Oh, daher der Name. Richtig. Sie halten ihn für zu gefährlich. Ich finde, Sie sollten mehr Vertrauen in unsere defensiven Fertigkeiten haben. Ah, gleich hinter den Ruinen sieht man schon Hogsmeade. Stimmt, da links oben ist ein Dorf. Es ist einfach toll gemacht, schaut euch das einmal an. Da hinten ist die Bahnbrücke. Hattest du ist schon toll. Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Ui, Pilze. Ein wenig. Es ist geradezu gewaltig. Das stimmt. Ich bin schon 5 Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Ach so? Irgendwas, das du mit uns teilen möchtest? Irgendwann vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Hä? Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du so gut im Duellieren geworden bist. Wie war es wohl vor? Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen, immer etwas grausig. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Da Aber geht's du zum kannst sie Selby. sehen? Leider. Aber du selbst hast auch schon einiges Das da gesehen. oben ist Mondstein, glaube ich, hieß das. So. Hoffentlich verläuft dein restliches Jahr ruhiger. Mondstein, genau. Den sammelt man, indem man da einmal drauf schießt. Den wird man später brauchen für den Raum der Wünsche. Aber dazu dann früh später nochmal mehr. Mr. Moon, der Hausmeister von Hogwarts, sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Demi-Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ein Demigeist? Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Mr. Moon ist recht eigen. Meine Schwester Anne mag ihn, aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt. Da ist war gerade das es. aufgeleuchtet. Rebellion. Aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Hogsmeade. Hogsmeade, das einzige echte Zaubererdorf in Großbritannien, ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Hogwarts-Schüler ab der 3. Klasse. Sodala. Ehrlich, wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Da rechts zieht ist uns gleich wieder hin wie die Seiten. Motten zum Licht. Ja, wie weit muss ich da jetzt nur nachhatschen? Können wir mal Eikaffee gehen? Ja, jetzt da. Also, wie machen wir es? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja. Diptamsam, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist.
Gut. Denk daran, hab Spaß. Es ist Hogsmeade. Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenspunkte, Läden anderer interessanter Dinge, die du mit Hilfe einer Karte im Handbuch entdecken kannst. Dann schauen wir uns die Karten mal an. Wir haben hier etliche schöne Sachen. Wir haben hier den Honigtopf, Stapley und Söhne, den Platz von Hogsmeade, die 3 Besen, bekannt, Zonkos Scherzartikelladen, auch bekannt, den Eberkopf, auch bekannt. Ja, das ist der Wahnsinn. Die Karte von Hogsmeade zeigt Läden und Interessenpunkte an. Du kannst sie verfolgen, indem du das Symbol auswählst und rechte Maustaste drückst. Drücke S, um die Karte zu verlassen. Daher unten haben wir Wälzer und Schriftrollen, da gehen wir als erstes hin. Da haben wir Spindwitches Sportbedarf. Das wird unser letzter Stopp sein. Ollivanders. Da holen wir unseren Zauberstab. Pippins Zaubertränke. J. Pippins Zaubertränke, Entschuldigung. Und die magische Rübe. Dazu kommt Madame Snellnix Lockenporium. Besessen. Besensknecht Sonntagsstart. Da kommen wir Klamottenkaffer und Fährkaffer. Natürlich auch Fährkaffer kennen wir die Klamotten fast überall. Schnabel und Brut. Tierwesenzubehör und so zeigt, es kommt auch später. Und der alte Narr. Wir laufen jetzt daher, dann laufen wir dahinter, dann rennen wir da über und dann treffen wir uns am runden Platz. Das müsste da sein. Dann können wir den Punkt mitnehmen, den Punkt mitnehmen und wir nehmen den Punkt mit und dann haben wir die auch gleich erledigt. Was ich euch noch zu Hogsmeade sagen kann. Erstens gibt es hier überall diese Handbuchseiten. Dieser war Seredins gefährlicher Kessel. Dieser wackelige starbe Kessel von Seredins Laden wirbt für die Waren darin. Es ist übrigens nicht ratsam, den Kessel auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, hilft aber nicht unbedingt beim Brauen von wirkungsvoller Zaubertränken. Und wie man es da hinten schon sieht, so ein bisschen, da fliegen auch ganz viele Seiten umeinander. Und die kennen wir auch wieder mit Accio einsammeln. So. Dann gehen wir mal da rein. Ein neugieriger Geist. So. Interagieren. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass Sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Und Dann ich rede hatten Sie Ihre sehr erste langsam. Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So. Hier haben wir, und die können wir jetzt für lau mitnehmen, das finde ich gut. Zauberanweisung, Pflanztisch mit kleinem Topf. Schaltet die Fähigkeit frei, einen Pflanztisch mit kleinem Topf zu beschwören. Mit dem Topf kannst du viele nützliche Zauberpflanzen züchten. Kauft. Und auch für lau. Zauberanweisung, kleine Tränkestation. Schaltet die Fähigkeit frei, eine kleine Tränkestation zu beschwören. Perfekt geeignet, um all deine Brauwünsche zu erfüllen. Kauft. Falls es Sie Der Rest- interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Der Rest ist für uns nur zu teuer. Den kennen wir natürlich noch gar nicht kaufen. Aber da gibt es so alles Mögliche. Und wenn man hier dann einmal auf E druckt, dann kann man das zeigen, was man gar nicht mehr braucht. Wie das Ding zum Beispiel für 30
Münzen verkaufen und das Ding für 30 Münzen verkaufen. Die werden wir jetzt gleich mal aufsetzen, weil die hat definitiv bessere Werte als das, was wir nicht aufhaben, nämlich eine Brille. Das machen wir entweder hier über Pausenmenü und Ausrüstung oder direkt über I. Und da können wir dann da die Brillen aufsetzen. Damit wir jetzt nicht die ganze Zeit mit dieser blöden Brille rumrennen müssen, drücken wir hier auf F und können uns dann aussuchen, was wir aufsetzen. Das ändert nur die Optik und wir können auch einfach ohne Brillen rumlaufen, zumindest optisch, haben aber die Brille trotzdem noch auf und somit auch noch die Bonuspunkte. Und sonst haben wir ja eh noch gar nichts einstecken, was man irgendwie brauchen kann, glaube ich. Haben wir auch noch nicht. So. Und weil wir gerade da sind, können wir gleich mal bei den Herausforderungen schauen. Wir haben nämlich Handbuchseiten gesammelt. Dafür bekommen wir eine Brille. Noch eine haben wir schon eingesammelt. Und noch Handschuhe. Wobei ich glaube, die sind bloß optisch technisch unterwegs. Na, so ist jetzt. Ah ne, die haben wir gerade vorhin aufgehabt. Genau. Ja. Bei den Sammlungen schauen wir nicht nach, da sind die ganzen Handbuchseiten drin, die haben wir ja erst gehabt. So. Kleiner Tipp noch am Rande, wenn ihr hier rüber geht und einmal interagiert, dann taucht hier drüben eine wunderschöne Treppe auf. Und ihr könnt hier einmal auffetzen. Da ist nämlich Loot. Und weil wir es gerade gesehen haben, haben wir gleich noch Seiten eingesammelt. Revelio. Da herunten ist nur eine weitere Seite, die sammeln wir natürlich auch ein. Verzauberte Treppe. Diese verzauberte Treppe im Labenwälzer und Schriftstollen offenbart sich, wenn ein bestimmtes Buch bewegt wird. Der Inhaber Thomas Brown verkauft eine Vielzahl von schriftlichen Produkten, darunter auch Zauberanweisungen. Sehr praktisch für Beschwörung. So. Und wenn es da um mich geht, dann habt ihr da gleich noch eine Truhe, die ihr öffnen könnt. Da ist ein Hut drin. Die Truhen mit dem Auge, da kommen wir noch später zu. Die können wir nämlich noch gar nicht aufmachen. Die gehen immer zu, wenn wir zu nah rankommen. Und sonst, glaube ich, haben wir da herin nichts mehr verpasst. Und dann können wir über die Map gleich einmal schauen, dass wir da rüberkommen, um unsere Zaubertrankzutaten zu kaufen. So. Wenn wir Buchseiten singen, fangen wir die gleich ein. Wenn wir keine singen, dann ist auch nicht schlimm. So, haben wir gar nichts gesehen, aber da gehen wir jetzt zu J. Pippins. Willkommen bei J. Pippins. Da gehen wir gleich mal direkt vorbei. Drücken hier hinten einmal Revelio und sammeln die Handbuchseite. J. Pippins Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade. Der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Das ist genau der Grund, warum wir gekommen sind. Da ist gleich nur eine Truhe. Die machen wir auch auf und dann könnten wir uns gleich nochmal umziehen. Weil wir ja jetzt einen Hut haben, den wir nicht aufsetzen können, weil er für eine höhere Stufe ist, und einen Mantel. Den können wir aber tragen. Er schaut zwar jetzt relativ nobel aus, aber wir sind Schüler, deswegen laufen wir weiter in unserem Schülermantel. So. Und dann interagieren wir mit Perry Pippin. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, Sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke, Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage.
Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Da müssen wir kaufen. Einen Edorus-Trank, ein Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt. Gekauft bei Lau. Und auch für Lau das Mega Power Drunk Rezept. Ein Rezept für einen Heiltrank. Das werden wir hin und wieder bestimmt brauchen. Auch hier kennen wir den Rest nicht kaufen, weil er zu teurig ist. Da unten kann man Zutaten kaufen, aber von diesen Zutaten kriegen wir im Laufe des Spiels so viel, dass wir da umeinander schauen können. Das behalten wir und den können wir weiterjagen. Genauso wie wir die Brille weiterjagen können. Und dann haben wir schon unsere ersten 430 Münzen zusammen. So. Und dann geht's direkt weiter. Hier rüber zur magischen Rübe. So. Der Weg ist relativ kurz und einfach. Das heißt, einmal da sollten wir wieder eine Seite sehen. Wie die zum Beispiel. Der muss gleich einsammeln. So, da. Oh, guten Tag. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss sie ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptamsamen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Na, das haben wir dir ja gerade gesagt. So. Diptamsamen schaltet die Fähigkeit von Diptam in einem kleinen Töpfchen wachsen zu lassen. Gekauft, weil Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Wir kannten jetzt tatsächlich schon Eikaffer, bis auf die Schrumpfelfeige kannten wir so ziemlich alles Kaffee, weil wir nur Geld gesammelt haben. Brauchen wir aber nicht und gefunden haben wir auch nichts, weil reicht das. Und weil wir es gerade gesehen haben. Revelio. Der magische Rübenkahn. Dieser Kahn gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. So, wenn wir jetzt hier mal kurz Revelio machen, dann kann man vielleicht noch irgendwas anderes entdecken. Ach nein, können wir gar nicht. Na wunderbar, dann lassen wir das. Ihr seht aber da drüben schon wieder irgendwelche Sachen. Können wir aber nicht hier, weil wir noch keinen Alohomora-Zauber nicht kennen. So, weiter geht's. Jetzt holen wir uns das, worauf wir uns schon die ganze Zeit freuen. Unseren eigenen Zauberstab. Was auch sehr schön ist, wieder ein kleines Detail, wenn ihr an den Dingern hier vorbeikommt, an diese BAM, dann drückt einmal F, weil nämlich das Ding wird wirklich zugeschnitten. Es ist einfach traumhaft. Ich hätte es so gern für meinen Schrebergarten.
So. Und dann geht's zu Ollivanders. Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Drehen. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah, Guten Tag. Ich suche... einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört, den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13,75 Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, hey. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Ja. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Jetzt ist nämlich soweit, wir können uns diesen Zauberstab selber zusammenstellen. Und zwar können wir zum Beispiel schon mal vom Kern entscheiden, ob wir Phönixfeder, Einhornhaar oder Drachenherzfaser haben wollen. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Dann nehmen wir die Drachenherzfaser. Das hat sich die Person gewünscht, welche ich da, ein bisschen nachmache. So. Beim Holz haben wir freie Auswahl. Wir können nehmen Akazie, Erle, Apfel, Esche, Espe, Buche, Schwarzdorn, schwarze Walnuss, Zeder, Kirsche, Kastanie, Zypresse, Hornstrauch, Ebenholz, Holunder, Ulme, Sommereiche, Tanne, Weißdorn, Haselnuss, Stechpalme, Hainbuchenecke, Lärche, Lorbeer, Ahorn, Birne, Kiefer, Pappel, Roteiche, Rotholz, Eberesche, Silberlinde, Fichte, Bergahorn, Weinrebe, Walnuss, Weide oder Eibe. Ja, da haben wir brutal freie Auswahl. Nur weil ich finde, dass es schön klingt, nehmen wir die Silberlinde. Und weil ich den anderen kenne, Länge. So. Und natürlich steif, wir sind Mo. Auch bei der Optik können wir ein bisschen umeinander purzeln. Wir können jetzt uns erst einmal nur an der Form orientieren. Da gibt es Holzsteckern mit. Es ist alles Mögliche dabei.
Es ist auch nur ein nettes Gadget, wenn man da so ein bisschen, wir kennen uns dann auch noch an der Farbe ein bisschen spulen. Wirklich interessant. Den finde ich grausam. Ich finde das ganz schlimm. Faszinierend. Er findet euch faszinierend, was wir da machen. Das finde ich total gut. Dass er das da alles faszinierend findet. Wirklich interessant. Ich glaube, wir nehmen aber tatsächlich den da hinten. Den finde ich irgendwie ganz nett. Oder den davon. Ich hätte ihn einfach gerne in weiß. Wir nehmen einfach einen weißen Stecker. So. Das würde jetzt heißen, wir haben einen silbernen Drachenherzphase steifen 9,5 Zoll. So schaut's aus. Kaufen. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Sebastian. Einmal Revelio mit dem neuen Zauberstab gewirkt und Schulkiste gefunden. Zack. Unsere. Da hinten fliegt nur ein Bladel. Jetzt schauen wir dann nochmal vor zum runden Blatt. Da kann man so ein bisschen dumm gehen. He? Donkos Scherzartikelladen, der interessiert uns aber auch erst, wenn er Weasley heißt. Da oben fliegt eine Eule. Sehr schön. Es ist und bleibt einfach wunderschön. Und Miezi streicheln. Wenn die Katzen nicht so lärmen dann war das echt okay. Und gleich einmal die 8. Seiten gefunden. Damit haben wir die Herausforderung soweit schon mal beendet. Jetzt gebe ich euch für den Tipp schon mal mit, dass ihr hier, wenn ihr auf T drückt, eure Zauber Macher kennt. Na, ihr wisst schon. Die könnt da umeinander tauschen, weil wir haben sehr lange nur diese eine Reihe frei. Und diese Standarddinger. Da kann man noch halt die passenden Zauber, die man meint, dass man braucht, halt umziehen. Wir haben leider noch nichts erlernt, also Glück, Luffer. Ich habe nun alles, was ich benötige. Perfekt. Und? Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Ich bin dafür, dass wir Kanten in Deckung gehen. Lockt ihn von den Häusern weg! Raus aus dem Dorf! Na toll. Und der zweite. Ausweichen. Und dann hauen wir einen Kampf. Autsch. Levioso. Levioso. Akio.
denn überhaupt? Weiter so! Ewig hält er das nicht aus! Levioso! Holla, die Waldfee. Was war das? Eat this. Eat Genau this. das, was er verdient. Eat this. Gut gemacht! Eat this. Achtung, Levioso! Ringo! Levioso. Levioso! Oh, steht noch ganz vor rum. Ganz recht, Tuppes Schopser! Er lässt nach. Noch ein paar Treffer sollten reichen! Levioso! Descendo! Protego. Stufo. Confringo! Findo! Ah. Und geplatzt. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Nein, wir waren zu Scheinen. zweit. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie schauen wir mal. unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. So, jetzt haben wir ihn verdruckt auch noch. So, Hallo. repariere den Schau mal, was er Schaden. will. Das sollte relativ einfach sein. Wir haben ja Reparo. Na also. Genau. Wie noch? einmal, zweimal, dreimal, viermal, Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Reparo. fünfmal. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. Was ist denn noch zerstört worden? Hier hinten steht eine Kiste. Oder sogar ein Sack. Da haben wir die Wand, wo er reingekommen ist. So, und was haben wir noch? Revelio. Ich sehe das siebte einfach nicht, muss verrecken. Habe ich schon mal nicht gefunden. Hier? Reparo. Echt? Wir müssen die Kisten wieder aufstapeln. Gott, zack. Das hätte ich jetzt nicht gesehen. So. Das haben wir alles erledigt. Dann geht's. Da geblieben. Dann sprechen wir mal mit dem Ladeninhaber. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Interagieren. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben zum Dank für Ihre heutige Tat.
Ja klar, gib her. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Rück raus, was Wir nichts haben kostet. heute viele Waren. Ja, Lassen toll. Sie sich Zeit. Wir haben genau einen Schulumhang und der ist auch noch schlechter wie der des... Naja, schafft. Du hast neue Ausrüstung, halt. Verbessere sie jetzt. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Wir haben 6 und 8. Na toll. Wähle den Platz für Mäntel. Haben wir gewählt. Und wir ziehen den O, na, so. O-Zogen, auszogen. So. Und jetzt kann man natürlich den nicht verkaufen, wenn wir ihn nicht anhaben. Geh her doch auf. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Perfekt. Die 3 Besen sind gleich hier lang. Ich verkaufe. So. Trotzdem ziehen wir... habe ich schon wieder O. Gut. Haben wir jetzt irgendwas geschafft, dass wir uns da... Na? 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 So, wir haben ja sonst auch nichts. Na, haben wir nicht. Wir kannten aber nur schauen. Wir haben ja die Handbuchseiten schon weiter drin. Wunderbar. So. Taugliche Und weil wir es ja gerade gesehen haben. Revelio. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden. Im Gegensatz, Besenknechtspuppe. Ich kann einfach nicht drehen halt. Im Gegensatz zu den verzauberten Puppen, die von Schülern zu Duellübungen bevorzugt werden, dienen diese Puppen bei Besenknechts nur dazu, neueste Zaubermode zu präsentieren. Präsentieren! Oh, wir sind gerade im Level aufgestiegen. Wir sind jetzt Level 6, jetzt können wir den Hut aufsetzen. Da Kurt drauf. Schauen wir mal, wie er ausschaut. Ich finde, der schaut genau so aus, wie der sein muss. So. Ziemlich abgefuckt schaut er aus. Naja. Revelio. Und nochmal Revelio. So, haben wir jetzt eigentlich diese... Natürlich nicht. Den haben wir freigeschalten, den haben wir freigeschaltet, den da unten haben wir vergessen. Ah, okay. Gehen wir noch mal hier. Können uns ja nur ein bisschen umschauen. So, ich hatsch dir Wenn da drin nach. nicht das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen. Mizi! Da ist er Buchseiten gewesen. Da ist er Zylinder gegangen, muss man den jetzt so schauen. Oha. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Ranrock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los, gehen wir in die 3 Besen rein. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein einen Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht.
Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Wie passend. War das Lodgok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn Sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an Ihrer Stelle lassen, Theophilus. Na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blutvergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den 3 Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle, Ranrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. In diesem Sinne, ich denke, wir sollten zum Schloss zurückkehren. Gleich machen wir das. Wir gehen natürlich noch daher. Revelio. So, Shahi. Summon. Die 3 Besen. Das Wirtshaus 3 Besen ist derzeit von Sirona Ryan geführt. Und angeblich so alt wie Hogsmeade selbst. Ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder einen Feuerwhisky genießen möchten. Naja, das mit dem Feuerwhisky wird wahrscheinlich nicht für die Schüler zählen. Da oben sind noch ein paar Truhen, die könnt ihr euch holen. Da ist eigentlich kein Problem dabei. Wir gängen jetzt einmal mit Erben. Ich bin froh, dass Sirona da war. Ich sagte doch, sie ist eine von den Guten. Ja, das stimmt. Sie schien gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Harlow. Du musst mir aber erklären, warum Victor Rookwood es auf dich abgesehen hat. Vielleicht später. Erstmal sollten wir zurück ins Schloss. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich riskiere lieber keine Strafarbeit, weil wir zu spät zurückkehren. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Wähle die Taste für die Karte. Ja, klick da oben hin heute. So, da. Schnellreise zum Gemeinschaftsraum. Große Halle, Gemeinschaftsraum vom Hufflepuff. Herausforderungen freigeschaltet. Schließe Neben- und Beziehungsaufträge ab. So. Was haben wir eigentlich jetzt noch für Quests? Super, da dauert die her. Gekreuzte Stäbe 2, aber das ist ja keine Ding. Eine Hauptmission. Schauen wir einfach mal. Ah, du hast Eulenpost erhalten. Eulexen! Hat mal einer gesagt zu mir. Kommen Sie zu mir, ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Professor Fick. Dann machen wir das jetzt so. Gängern auf. No. Aufträge. Den verfolgen wir. Wie gesagt, einmal V. Und schon brauchen wir dem Ding bloß noch nachlaufen. Hopsala und tralala.
Und da geht's weiter. Am Anfang lohnt sich tatsächlich viel zu laufen, da man damit eben auch die ganzen Dinger freischaltet. Ne, den haben wir schon gemacht, ganz am Anfang. Damit man dann eben diese ganzen Flohpulver-Dinger freischaltet. Achso, da ist wieder dieses Dingsbums. Da fällt bloß der Rest dazu. Was haben Sie jetzt vor? Naja, ich lauf da rechts. Blöde Frage. Hat's doch gesehen. So. Ich finde das so gut mit den ganzen bewegten Dinger. Die Sau hat doch bestimmt einen Zettel. Ah, die Sau hat keinen Zettel. Die Schränke da hinten, da kommen wir mal an oder dazu. Mein Schee. So viel Zeug. So viel. Ja. Und nächstes Flohpulver freigeschalten. Flohpulver Dingensbums Stelle Teil. Nettes Gadget am Rande. Wenn wir hier auf dieser Brücke sind, können wir einen geheimen Zugang öffnen. Und zwar kann man hier mit diesen Dingen interagieren. Und zwar schauen wir uns das an. Eine 1, eine 2, eine 3. Die Zeichen schenken auch da. Wenn wir jetzt also da umgehen, dann sehen wir unten an dem achso, nee, warte, wir müssen erst einmal drauf schießen, glaube ich. Nee, auch nicht. Wir müssen es anzünden. Ah, wir können es noch nicht anzünden, wir haben noch keinen Dingzauber. Jedenfalls, wenn ihr die... Der ist angezündet, genau. Schauen wir da unten nach, das ist die 2. Und dann könnten wir mit Interagieren einfach auf die 2 gehen. Und dann wäre das schon mal richtig eingestellt. Die anderen 3 brennen aber nicht. Dementsprechend können wir das auch nicht machen. Weil wir keinen Zauber haben, der uns die Dinger anzündet. Also können wir gleich weiterlaufen. Was soll's. Da geht's nun um. Hab's gewusst? Nein, war gar nicht. Hätte schwören können, dass ich da was gesehen habe. Naja. Einbildung ist auch eine Bildung. Ja, da geht's um mich. Da geht's. Revelio. Ich glaube, dass hier irgendwo, da liegt ein Brief, den taken wir uns, den snacken wir uns. Da gibt es ganz viele, die sind da weit verbreitet. Professor Fick, als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unfreulichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigellus Black, Schulleiter. Ich finde es immer nur gut, dass der Schulleiter der Nigellus Black ist, welchen wir ja aus den Filmen kennen. Revelio. Da war sonst nichts auf die Schnelle zu sehen. Dann gehen wir daher und wir sind natürlich zu früh dran. Solltet ihr zu früh an eine Queststelle kommen, dann könnt ihr da mit F oder mit einer anderen Taste, je nachdem, ob es Controller spurt oder nicht, warten. Und dann setzt er hier und steht es halt wieder auf, wenn es soweit ist. Sprich mit Professor Fick. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel,
So wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Ranrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Ranrock mit Victor Rookwood sprach. Ranrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Ranrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Ranrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Ranrock sind. Sie wollen das Medaillon. Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt. Ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Ja. Dann melden wir uns einmal bei Professor Hackett. Ich weiß noch nicht, was dieses Zeichen da bedeutet. Das war die falsche Taste. Ich bin aber auch. Revelio. Achso, das wird der Brief sein, aber der ist abgehakt, oder? Der ist nicht abgehakt. Ich schnall's nicht. Müssen wir uns ein anderes Mal drum kümmern. Da haben wir aber noch eine Truhe stehen. So, nächstes nettes Gadget. Man sieht es während dem Spulen nicht. Kann man gleich dazu sagen. Aber wir können unseren Zauberstab anpassen mit der Zeit. In dem Fall kriegen wir einen wunderschönen Holzgriff unten dran. Den werden wir jetzt einfach mal drauf tun, damit irgendwas dort ist. Sonst haben wir noch nichts gefunden. Gehen wir also weitermachen. Aufträge. Professor Hacketts Aufgabe. Melde dich bei Professor Hackett. Gehen wir noch nicht machen. Gut. Ja, wo müssen wir da hin? Du folgst derzeit nichts. Ach, jetzt habe ich den abgewählt, oder was? Zack, da müssen wir lang. Gehen wir. Wir sind ja nicht angewurzelt. Immer mal wieder Revelio drucken, vielleicht findet man noch Seiten für irgendwas. Okay, da sind keine Statuen, sind immerhin. Und Beutel, Grundsätzlich müsste man eigentlich bei jedem Beutel und bei jeder Statue. Ich wette, dass man da. Scheiße. Dann heute nicht. Oh, vielleicht. Ah, nicht. Da steht eine mehr. Ja, irgendwann einmal.
Da herum haben wir noch was. Ich glaube, wir haben etwas. Skelett eines schwarzen Hybriden. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hackett an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Wilder-Razzia von 1878 im Alleingang einen der größten Wilderringe in Ostwales zerschlagen hatte. Da haben wir was gelernt. Professor Sie Hackett. wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. 2 Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. 1 Runde Training im Zauberkombinationen mit Luke und Bradbury fortführen. Na, dann machen wir das halt einfach. Zwip. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ja, wenn die Lehrerin uns da schicken. Ja, irgendwann einmal, Mädel. Irgendwann einmal hilft da jemand. Ach, ich schau mich gerne um. Schloss geschlossen. Naja. Revelio. Ja, holt was. Lecklan, der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lecklan, den Schlachsigen, dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Naja, haben wir wieder was gelernt. Er hat fast denselben Bart wie ich. Jetzt können wir noch nicht machen. Lädt ein bisschen. Sehr schön. Und weitergefetzt. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Hallo Sebastian. So. Kann ich dir helfen? Natürlich. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ja, ich lerne die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Iglor. Ja, ich trete an. Fantastisch. Müssen wir ja. Möge das Feuerwerk beginnen. Oh, dann hauen wir da mal um. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Ha, sagt der Ravenclaw. Geh her, der Zorg ist. Durchbrüche gelbe Schilde mit Kontrollzaubern wie dem Levitationszauber Levesio. Viel Anvisierung, Caps Lock erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Nutze links und rechts und wähle ein anderes Ziel. Okay, haben wir verstanden. Levioso. Confringo. Levioso. Akir.
Levioso. Reparo. Expulso. Protego. Akio. Nur nicht zurückschrecken. Descendo. Levioso. Confringo. Lumos! Schön, dass ich mich verdruckt habe nochmal. So, sehr gut. Sieg! Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin Ja, dabei. gehen wir doch mal Sehr von gut. aus. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. So. Ich hoffe, du kommst wieder. Ja, da denken wir mal drüber nach. So, wir haben jetzt ein Duell gewonnen. Sind im Level aufgestiegen, können aber damit gar nicht so fangen und dann interagieren wir gleich nochmal. Hallo, Luken. Kann ich mit der Puppe üben? Ja, das wollen wir nämlich auch machen. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Eglor. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. So. Ist relativ einfach. Da oben steht jetzt dort, was wir machen müssen. Wir brauchen also den normal. Ausgezeichnet. So, nächste Aufgabe. Levesio und dann hauen wir ein bisschen umeinander. 1, 2, 3, 4. Können wir da ein bisschen mehr kombinieren, das ist Fahrt so. Jetzt da. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3, 4. Sehr gut gemacht. So, was kommt jetzt? Nix mehr. Genug geübt, War schon. würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Ich weiß. Danke, Luken. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Sodala. Und weil wir schon dabei sind, gehen wir jetzt gleich noch das zweite Duell hinterher. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Ja. Kannst Klar. kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, wir bleiben bei unserem Partner, mit dem hat es ja funktioniert. Dann kann's ja losgehen. Das ist mein bester Freund. Ja, hat die letzte Ravenclaw auch gesagt. Sowas in der Art. Ah ja, Opfer. Ah, die sind zu dritt? Wieso sind die zu dritt? Durchbrüche violette Schilde mit dem Kraftzauber, wie dem Aufrufe für Zauberartier. Zielanvisierung, bla, hatten wir schon. Gut. Lumos. Levioso. Protego. Reparo. Levioso. Oh. Weh. Protego. Levioso. Akio. Hakozack. Ringo. Levioso. Akio. Levioso. Rutzi fix jetzt da. Protego. Levioso. Levioso. Das ist Ringo. Protego. Akio. Das wird wahr. Levioso. Hakozack. Ringo. Akio. Akio. Protego. Hakozack. Levioso. Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr verteidigen. Ringo. Okay. Protego. Hakozack jetzt. Lass mich mal... Ja, noch. Akio.
Danke. Aber gerade so. Jetzt habe ich mir aber ein bisschen angestellt. Bravo! Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Ja. Aufgabe erledigt. Kehre zu Professor Hecke zurück. So, da geht's da lang irgendwie. Fährt's mir jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Aber wir können doch jetzt... Nein, jetzt machen wir es einmal anders. Jetzt machen wir mal Schnellreise zu Professor Hacketts Büro. Und zwar ist es Verteidigung gegen die Künste. Einmal hier gereist und dann gehen wir eigentlich den Zauber lernen, denke ich doch. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, absolut. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie... Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Absolut. Konzentration. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Naja, wir denken drüber nach. Zack! Incendio gelernt. Du hast genug Zaubersprüche gelernt, du musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du einen anderen Zauberspruch tauschen. T. Das ist das, was ich eigentlich schon mal gesagt habe. Wir deren jetzt einmal den Reparo dabei weg, den brauchen wir dabei nicht. Ziele für Sie aufgestellt. Hast du? Ich sehe 1. Akir. Incendio. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Bleiben wir mal da hängen. Oh. Incendio. Oh, okay. Ah, so, deswegen. Akir. Oh, den wollte ich gar nicht. Jetzt kann man erst einmal so machen. Diesen Bahn zu setzen ist recht kathartisch, nicht wahr? So. Wir haben ein paar Sachen angezündet. Und jetzt ist sie verschwunden. Kehre zurück zu Professor Fick. So, und jetzt passiert Folgendes. Meine lieben Freunde. Wir werden dieser wunderschönen Linie, die wir da gerade noch hergezaubert haben, in der nächsten Folge folgen. Ich glaube, dass wir jetzt schon wieder nur Zeit zusammengebracht haben. Das heißt, sollte euch diese Folge gefallen haben, dann schreibt mir doch irgendwas in die Kommentare. Wie soll es mit unserem Florian weitergehen? Der hat ja schließlich noch einiges vor sich. Findet ihr das in Ordnung, dass wir uns hauptsächlich oder ganz großteilig um die Hauptquests kümmern, um die Story-Quests? Ich lasse die Nebenquests so ein bisschen verfallen, da erzähle ich zwar mal gerne mal was drüber, aber das ist auch schon alles. So, da könnt ihr euch schön die Kommentare auslassen und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und soll ich vielleicht die Schlagzahl erhöhen und in der Woche 2 Videos rausbringen? Das war auch noch eine interessante Geschichte. Wenn euch das lieber war, dann könnt ihr da vielleicht drüber nachdenken. Und bis zum nächsten Mal kann ich da weil bloß sagen, bleibt gesund, wert's gesund und genießt euer Leben, weil es ist Hauptplus 1. 40 und Baba. Eier, der Feind, Alter.